Servus, grüß euch miteinander, ich bin's wieder, Lange, heute mit einem weiteren Theorievideo oder eigentlich mit Debunking auf die Theorie und natürlich Debunking a Leak. Hello together oder Servus together, it's me, your Lang, today with another serial video or debunking a leak video, however you want, and hope you enjoy it. Über das erste, was ich reden möchte, ist der sogenannte Leak vom geheimen Text, wie man da vielleicht schon erkennen kann von dem Sequel von Breath of the Wild. Leider war das nicht ich kenne mich auch im Zelda-Universum und mit den ganzen Leuten nicht so aus. Darum jetzt da von mir wenige Namen hören und auch wenige Theorien über zukünftige, vergangene, sonstige Zelda-Spiele. Aber in dem Fall, es macht Sinn. Ich habe ein kurzes Video gesehen von einem YouTuber, englischsprachig, sehr wahrscheinlich Amerikaner, der ja diesen Leak debunked hat. Und zwar angeblich soll ja das ein ganz düsterer Text sein, vorwärts, rückwärts, wie er immer gespielt, und angeblich hat das ein Mitarbeiter von Nintendo gedichtet und geschrieben, und der hat es so angeblich bestätigt, dass es ein ganz düsterer Text ist, dass man Zelda irgendwann verschwindet oder dann irgendwo eingesperrt ist, man muss finden. Wenn man es nicht in der Zeit findet, so bis halt Majora's Mask, dann wird es sterben. Wurde debunked. Aber wie gesagt, nicht von mir, sondern von einem YouTuber oder internationalen YouTuber, sagen wir mal so. Wer den kennt, wer die Idee hat, welches Video ich da meine, gibt es ein bisschen die Informationen. Ich darf ihm gern die Quellen aufnehmen. Ich habe ihn jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. And the first is debunking a leak, a supposedly leak from an ex-employee of Nintendo. Supposedly it should be a dark text in the sequel 2 trailer. If you don't find Zelda early enough, or yeah, she will die then. So that's not from me. It's I didn't debunk it. It was a YouTuber. Supposedly, I think it was a American, a minimum English speaker or international speaker. If anybody of you have idea who it is, please inform me, because I want to mention him in my information down as source, and he did the job. It was not me. So really, it was not me. So thank you if you got me the information. Maybe somebody have the idea, and yeah, to the next. Über den Text habe ich schon eine eigene Theorie gemacht, eine Theorie, kein Leak, und wie ich es verstanden habe, ich habe es mir halt nochmal angehört, ich glaube, ich bin halbwegs draufgekommen, was es heißen kann, also meine Theorie verbessern. Ich spiele es ganz kurz ein, keine Angst, das ist nicht so lang wie das von mir gemachte, ich mache das ganz kurz und hört es euch mal an. I've made our own theory what the text will mean, also how I understood it and what it can mean, and I reworked it because I was listening to it, and I think right now I figure really out what the text says or how it runs. Nowhere it's not so long as the first one, and of course this was all in German, but 2 days in both languages. Make it short, in other words. Erst vorwärts, first forward. Jetzt rückwärts, now reward. Jetzt der Text, wie ich ihn verstehe. Ich werde den Text einfach bloß drunter legen als Lautschrift. Now the text, how I understand it, and as running text and not speaking. Das zweite ist ja die Theorie oder angeblich geleakt, also ich denke eher, das war als Theorie gemeint als wirklich Fakt, ist das Veröffentlichkeitsdatum, also der Release Date von Breath of the Wild 2, beziehungsweise halt den Sequel dazu von Breath of the Wild. Es soll ja angeblich Ende Januar 2021, also
übernächstes Jahr sein. Ich glaube das nicht. Warum? Nintendo ist schlau, Nintendo ist nicht blöd, und wenn sie es Ende Januar hinbringen, dann kriegen sie es auch Ende November, Anfang Dezember hin, dann taten sie nämlich das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen. Also lasst euch nicht verarschen. Meiner persönlichen Meinung nach kommt es noch 2020 aussehen. Ich werde nachher erklären, warum. Oder vielleicht dauert es doch noch wirklich länger. Aber dann wird es Ende 2021 kommen oder kurz vor E3 oder kurz nach E3 oder wie immer 2021. Warum ich meine, dass das so nicht sein wird, wie es in dieser Theorie behauptet wird, ist der ganz einfache Grund, da Nintendo ja selber gesagt hat, beziehungsweise die Entwickler von Breath of the Wild, dass das Sequel ja eigentlich ein DLC, ein drittes DLC hätte sein sollen. Also haben sie schon sehr viel Vorarbeit geleistet und ich denke, es ist dann nicht mehr so viel zu machen. Also von 19 bis Ende 20, ja, und als sie es bekannt gegeben haben, haben sie ja auch dann schon intensiver schon wieder Druck gearbeitet. Ich glaube nicht, dass das 21 kommt, aber es ist ein persönliches Gefühl, es ist eine persönliche Theorie. Aber Februar oder Januar 2021, besser gesagt, Blödsinn, Bullshit. The second one is the leak, or in my opinion, theory, and I think it was who brought it up was only meant as a theory, is the release date of Breath of the Wild 2, or how we also call it, the sequel of Breath of the Wild. It should come out in end of January 2021, but I don't think so. I don't believe it. Why? Nintendo's smart. Nintendo's not stupid. If they can make it to January 2021, then they can make it also end of November or beginning December 2020. Why? They will take the Christmas business with them. And that money they want, well, you know what I mean. Also Nintendo by itself says, or the producers say, that there should have to be a DLC 3, so they have a lot of production already have done, a lot of work will be have done, and there's not so much to do. And you have to think about it that in the E3 2019, as they announced it, they was already working on it. So it was in progress. And I think not that is so much what they have to do to get it into the market. And also I think it was never really meant as a fact or leak. It's only run wild on the internet. And I really don't believe it that it will come out on that release date. My personal opinion, my personal thinking is it will be in 2020. May not for the Christmas. May is really later. But then it will be not January or beginning February. This will be shortly before the E3 in 2021 or shortly after, so 2-3 months later. How they always do it. And don't get fooled, don't get kidnapped, don't let you get kidnapped. However, you know I'm a German, sorry, my grammar is not the best, hope you understand. They only play with your mind. Clickbaiting and all the bullshit. And yes, we're all waiting, we're all hot for news and information and leaks. What will be happened in that sequel? What will going on when it comes out? But think first, get your information, think again, and don't let you get fooled. And by the way, there are a lot of good YouTubers out there, big ones and small ones, who provide you with very good information. They are really good informed and have really good connections. Also lasst euch nicht verarschen. Das
Meist ist bloß Clickbait, irgendein Idiot spricht, ich meine, ich bin auch bloß ein Idiot, aber ein bisschen informiert. Lasst euch nicht verarschen. Glaubt nicht immer alles, was erzählt wird im Internet. Klar, jeder wartet auf Breath of the Wild 2. Jedes Force auf Informationen darüber, wann es rauskommt. Oder, Entschuldigung, andere Sachen. Was der Sache ist, was da abgewehrt und solche Sachen. Hey, lasst euch nicht verarschen. Denkt mal selber drüber nach, informieren. Da gibt es nur Video darüber von sehr guten YouTubern, klein wie groß. Und nicht jeden Hype nachhinein. Also, servus miteinander, das war's mit meiner Theorie oder Debunking meiner Theorie und Leak. Eier lange, bis zum nächsten Mal und wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer ein Like da und abonnieren war auch nicht schier. Habe die Ehre. Servus, goodbye together or howdy folks. That was for me today. And if you liked it, it would be nice if you like Let to Light or now of course not. If you liked it, please let a like there, and of course subscribing would be always nice, as everybody says on YouTube. So till next time, Eier lange, habe die Ehre, servus. Your Lang got the honor, goodbye.